Herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer bei Tales of Arise mit dem DLC Beyond the Dawn. Das Ganze spielt nach der Hauptstory von Tales of Arise, die wir bereits auch schon gespielt haben, in 2 Staffeln, wenn man genau sein will. Das auch aus dem Grund, weil man damals dachte, von der Story her macht es irgendwie Sinn, das zu unterbrechen und 2 Staffeln daraus zu machen. Aber wisst ihr was? Das ist alles Schnee von gestern. Wir legen los. Mit der Gegenwart. Oder mit der Zukunft, je nachdem, war. So, es ist so. Ich bin auch nicht mehr ganz so sicher, was bei Tales of Arise damals noch alles im Detail passiert ist. So ungefähr, die habe es noch im Kopf. Für diejenigen, die das noch gar nicht kennen oder irgendwie nochmal gerne eine Auffrischung hätten, haben wollen, den empfehle ich natürlich meine beiden Let's Plays zu Tales of Arise, also Staffel 1, Staffel 2, zur Hauptstory davon. Und ich würde sagen, wir versuchen es mal und gucken, was passiert. Ich bin gespannt, ob ich irgendwas von der Hauptstory, sprich von meiner Hauptstory, meinem Let's Play überhaupt übernehmen kann. Boni erlangen und Spiel beginnen. Wenn du die Zusatzgeschichte genießen kannst, beginnt das Spiel mit fortgeschrittener Hauptgeschichte, die das Spielen einfacher macht, unabhängig von deinen tatsächlichen Fortschritten oder einer Entwicklung in der Hauptgeschichte. Dankeschön, Spiel. Mit anderen Worten, es ist scheißegal, was wir damals gemacht haben. Die Entwickler haben nicht irgendwie die Intention gehabt, uns die Möglichkeit zu geben, mit eigenen Skills und so oder mit eigener Ausrüstung das Ganze zu beginnen oder fortzusetzen. Nein, wir bekommen alles vorgefertigt ab. Naja, kann man so oder so sehen. Ich sehe es eher so, dass ich sage, ich finde es halt eher schade. Ich bin da eher der Fan davon oder der Spieler, der sich sagt, hey, ich würde gerne mit dem Spielstand weitermachen, den ich damals schon hatte. Übertrag mir den bitte und kann auch alle meine Level, meine Skills und so mitnehmen. Naja. Dann haben wir die Bonusliste. Wir kriegen einen Startbonus an Geld wegen Zusatzgeschichte Stab, also Hauptgeschichte Spielstandsbonus, nochmal 10.000. Hauptgeschichte Bonus für alle Charaktere Level 100. Spezialwaffenbonus, was? Boni erlangen? Fragezeichen. Start kannst du keinen Boni für Hauptgeschichte annehmen, sondern die Bedingungen erfüllst. Ja, von mir aus. Trotzdem Boni erhalten. So. Schwierigkeitsgrad. Aha, ne, hat nicht übernommen, war. Schade. Chaos. So sehe ich aus. Nein, ganz ehrlich. Würde ich jetzt, ja, sagen wir mal so, hätte ich jetzt mit dem DLC begonnen, kurz nachdem die Hauptstory vorbei war, hätte ich vermutlich gesagt, komm, wir machen noch schwer, weil er dann noch voll drin war. Jetzt bin ich natürlich überhaupt nicht mehr drin. War ich schon ein paar Monate her, das Kampfsystem natürlich wieder komplett verlernt und so und ja, ich will jetzt nicht wieder mit einem richtigen Frust hier reinstarten, im Gegenteil. Ich will sie genießen, also machen wir mal Mittel, der Rest lassen wir vorerst auch mal nach, weil der Rest muss sowieso einigermaßen normal sein. Der Titel, ja. Sprache ist, glaube ich, ist die japanisch? Sehe ich jetzt hier gar nicht, wa? Naja, vielleicht sehen wir es später noch. One year has passed since the end of the great conflict between Dana and Rena. The two worlds have finally joined and literally merged into one. A single planet now exists, teeming with all 6 elements, as it always should have. But with a new world comes a new set of problems. Unprepared for the changes thrust upon them, Danans and Renans now find themselves forced to live side by side. And though the initial chaos of the Great Convergence has faded, the people of this new world are realizing that some scars are not so easily healed. And so, our journey continues.
There she is! Don't let her get away! After her! This way! Right! She's gone. There's no way. She's gotta be nearby. Find her! Mahak-Saar, Addansee. The weather is so nice today. It's a shame we can't enjoy it with all these Zeugles around. Stay alert, Shia. Danger could be lurking in the shadows. I could say the same to you. If you get injured, it's going to hurt now, you know. So, the mausoleum is somewhere around here? That's what I heard. We'll have to get more details from Bayfon when we meet up with him in the city. I wonder if the others have already arrived in Niez by now. It'll be good to see them again. It's been so long since we were all together. Hey, you! Did you see a Renan brat around here? You're looking for a child? A Renan? Yeah, that's right. And get this. That kid is the daughter of a lord. A lord? Hey, wait a sec. That there on your back. Is that... No mistake, it is. You're the Blazing Sword, aren't you? Oh, he is. Talk about lucky. Lucky? What do you mean? Even if she's just a kid, she's still the daughter of a Renan lord. But if we've got you with us, we'll have nothing to fear. Sorry, but I can't help. Hey, you gotta be kidding me, man. She's a lord's daughter. They're your enemy, right? You're the Blazing Sword. It's just common sense that you'd help us. Come to think of it, rumor has it he's been traveling with some Bright Eyes chick. Wait, is that why? And what if it is? Is that a problem? Forget about it. Let's get out of here. A lord's daughter, huh? Wonder whose. Regardless of who it may be, it doesn't make chasing her down okay, now does it? You're right, of course. Let's go find her before anyone else does. Ja, und ich habe mir damals nach dem Ende von Tales of Arise, wo wir noch den Endscreen gesehen haben, mit diesem wunderschönen Endbild, noch irgendwie die Frage gestellt, ob es noch irgendwie weitergehen könnte, weil es würde noch Potenzial von der Geschichte bieten. Und zwar genau das, was wir jetzt hier sehen. Dass noch nicht alles Friede vor Eierkuchen ist, nur weil jetzt plötzlich alle René und Danae auf demselben Planeten zusammenleben. Nee. Jetzt geht es erst richtig los. Suche nach der Tochter des Lords. Von welchem Lord? Ja gut, man hat ja anhand ihres Auges gesehen, dass sie die Kraft des Herrschers hat offenbar. Ich hoffe, das stimmt überhaupt noch, was ich da sage. In den Begriffen und so weiter und so fort. Also insofern hätte ich jetzt mal gesagt, sie muss eigentlich die von, ich weiß den Namen nicht mehr leider, Mann und Typen sein. Es gab ja so einen Lord, wie hieß er schon wieder? Der auch die Kraft des Herrschers hatte, so wie Elfen. Naja, werden sie rausfinden. So, erstmal gucken, was ich hier für geile Waffen habe. Goldener Sünden schlechter.
Ja, das ist halt eben so ein bisschen etwas, was ich meine, schade finde, dass man auch nicht verstehe, warum man sie nicht irgendwie auf die Items zugreifen kann, die man bereits freigespielt hat. Ich meine, wäre es so schwierig gewesen, einem die Möglichkeit zu geben, direkt mit den altbekannten Stats weiterzumachen. Ich habe ehrlich gesagt eher weniger. Hä? Aber die habe ich oder was? Nee, warte mal. Nee, hier fehlt auch vieles. Und wie gesagt, ich habe keinen Plan mehr, was ich damals, oder worauf ich damals geskillt habe. Und das ganze Kampfsystem muss ich alles erst wieder lernen, auch mit dem Ausweichen. Das weiß ich noch, dass es irgendwas gab. Ähnlich wie bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom mit dem perfekten Ausweichen und so. Gut, Heilungsart ist eigentlich immer cool. Naja. Werden wir alles noch, zumindest mehr oder weniger noch, wiederentdecken. Ich sag's mal so. Aufsteigender Falke klingt cool. Und wie ich auch schon mal gehört habe, bin ich gespannt, ob das funktioniert. 65 Level her. Hatte ich eigentlich damals? 70, knapp 80, weiß gar nicht mehr. Bin natürlich auch sehr gespannt darauf von der Länge der Hauptstory. Soll der angeblich gar nicht mal so lang sein. Also ich habe da Gerüchte gehört von wegen, aber da gibt es natürlich immer, dass Leute gibt, die sagen, das soll ein DLC sein, das ist viel zu wenig. Aber eben, darauf kannst du dich auch nicht beziehen, weil du hast immer so Leute, die sagen, das ist viel zu wenig für ein DLC. Get back! So, mal kämpfen, sehr schön. Grundlegende Kampfsteuerung. Meinen normalen Angriff auszuführen, genau, das war mit R1, ja, mit den Schultertasten. Die Art. Nutze L und drücke meinen gegnerischen Angriff auszuweichen. Okay. Let's get this over with. Yeah, I'm worried about that girl. You're finished! Pierce through! Rising Wyvern! Sogar mal das Ausweichen. I've got this. Let him march in here. Oh, aber doch wieder. Oder beziehungsweise ich weiß nicht wieder, wie es geht. Talent von Elfen. Flammende Schneide. Genau, die muss ich gedrückt halten. Ja, es kommt langsam wieder voran. Es kommt langsam alles wieder. Beat to the punch. I may as well take the rest. Pierce through! By the power of water. Oder auch nicht. Rising Wyvern! Aufsteigender Phönix. Bam. Huch, da kommt noch mehr. Boost-Angriffe. Boosto. Ja, geht aber erst, wenn sie da unten leuchten. Wie jetzt zum Beispiel. Where are you going? Rising Wyvern! Mirage! Try this! Einsammeln. Und der Boostschlag. Du, 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 du. This ends now. Consider yourself finished! Okay, jetzt kommt langsam wieder. Ich bin wieder drin, Mann. Du, du, du. Wait. Hey, I'm sorry. I'm not trying to hurt you, okay? You're the daughter of a lord, aren't you? You can relax. We'd heard people were after you. The blazing sword of Dana? Is there any way we can help you? Why? What do you mean? You're being chased, aren't you? I'm fine. Don't worry. Okay, but it's dangerous to be out here all alone.
Won't you at least come with us to Nias? That's where I got kicked out of. Bayfon should be in Nias, right? I want to know what's going on. If you come with us, I'm sure we can get this straightened out. If we go our separate ways, we won't cause each other any problems. Problems? What kind of problems? Why? We just want to help. Isn't that enough? We help people. It's who we are. You may think we're weird, but it's true. I'm Shion. This is Alphen. Nazamil. Nazamil. Is that your name? Hey! We're going to Nias, aren't we? Right. Nice to meet you, Nazamil. Siehst du, geht doch. Die Heilungspunkte. Genau, da war ja auch so, dass auch die eigentlich hier drin mit also nicht so wechseln HP mit KP und so, wie es ja bei Spielen oft so ist. Wir haben die KP, ganz mal unsere Kraftpunkte und die halt auf 0 fallen, sind wir tot. Und es gibt die HP, wie es schon das Spiel gesagt hat, die Heilungspunkte, mit denen wir uns wieder aufheilen können und die auch halt für Arte genutzt werden. So, jetzt haben wir Arte-Menü. Na gut, ich warte es erstmal noch, weil ich glaube, so viele habe ich oder doch? Schwertregen Alpha. Das sind Wyvern, kenne ich noch. Trugbild ist nach unten. Luna Ronado. Das sind irgendwie die Einer-Skills, die Einer-Arte. Das Level 1 halt. Flammende Schneide, Inferno-Strom aber noch drauf. Aufsteigender Phönix. Das hat einen Schallstoß. Können zum Beispiel auch den hier nehmen oder einen Schwertregen Alpha. Schnellen Stößen von einem Aufwärtsschlag. Herrscherheben, aber damals ja geliebt. Dann erinnere ich mich noch. Weißt du was? Dann packe ich die mal, tausche mal ganz kurz. Ja gut, Reis lassen wir mal. So, das Team kann er gar nicht ausrüsten. Also Nazamil ist auch nicht irgendwie aktiv bei uns drin oder so. Ah, okay. Driving out a child? Just because she's Renin? Racial tensions still run deep here. But that doesn't mean we're giving up, right? Right. Of course. Die Frage ist immer gerade der Stelle, soll beim großartig trainieren lohnt es gar nicht bei dem Spiel. Also bei dem Spiel, beim DLC meine ich. Ups. Ja, das war anders geplant. Thanks, Shion. It's not the first time. And I'm still grateful. Ein Herrscher irgendwie anders in Erinnerung. Barely a blip on our radar. Na, kommt. Komm runter. An opponent like this should be easy. Da gab es noch irgendwie einen Move, wenn du dich daran erinnerst, weil der eine Gegner gekillt ist, können wir direkt zum nächsten teleportieren.
Ich glaube, wir haben mit der 1 oder so. Naja. Bin ja schon heraus. Aber komm, wie weiß ich, wie wir uns nicht so groß mit dem Training aufhalten. Im Gegensatz zum Teil noch mit der, mit der Hauptstory. Mit dem Hauptspiel. Hier will ich mich doch eher auf die Story konzentrieren. Wo muss ich überhaupt lang? Das ist eine doofe Frage, aber. Warte mal. Nein. Hä, wo ist die Karte? Ah, hier. Geh nach jetzt. Sehr gut, ich muss sowieso da oben durch. Ist irgendwie auch ein bisschen seltsam, nach so langer Zeit zurück zu sein hier bei Tales of Arise. What happened in Iez, Nazamil? Don't worry. You don't have to tell us if you don't want to. So, angeblich ist ja ein Jahr vergangen seit dem Ende von Tales of Arise. Jetzt ist halt die Frage, die ich mir logischerweise stelle, haben sich gewisse Orte hier verändert? Und dann sind nur gewisse Menschen verändert. Jetzt. Mahaksa, jetzt. Okay, der Ort hat sich ein bisschen verändert. Aber ich erkenne ihn trotzdem wieder. Elfin! Shion! Shion! Yo! It's been so long. It has. You're both looking well. Never been better. Well, just talking about us, though. There's apparently some trouble in town. Kisara, Dohalim. The gang's all here. So, what's this trouble you mentioned? Renans have returned to the city, living alongside the Danans here. There were a lot of vacant houses after the mess with Almeidria, right? Some refugees from Lenegus have taken up residence in them. Bayfon decided to take them in, but not everyone has been so welcoming. That's putting it lightly. The situation's a bit of a powder keg. The smallest spark could set it off. So Renans do live here. If that's the case, then why... Oh, who's that? This? This is Nazamil. I'm Rinwell, and this here is Hoodle. Nice to meet ya. Woo! Some Danans from around here are after her, because her father is a lord. A lord? I see. So she draws more attention than your average Renan, then. We've brought her along so we can at least figure out what's going on. Plus, there's the mausoleum issue. Let's go see Bayfon. You see, we were actually just there, but he's out, and we couldn't meet with him. Then, for now, how about we take Nazamil to the area where the Renans live? Huh, not a bad idea. You okay with that, Nazamil? Du bist jetzt mit Rinwell befreundet. Yeah, mit Lo befreundet. Oh, geil. Kisawa. Ja, endlich. Dohalim. Einfach alle zusammen. Naja. Spezialwaffenbonus. Bring Nazamil ins Renesche Wohnviertel. I'm Kisara. I hope you'll feel free to talk to me anytime. I am Dohalim Ilkarx. Pleased to make your acquaintance.
Zu viel auf einmal, wa? Und die Truppe sitzt schön im Lagerfeuer zusammen, bis auf Nasamil, die ist noch ein bisschen abseits, aber das werden wir noch ändern, Freunde. Und jetzt gehört sie zum Team. Also, dann gucken wir doch mal. Was sonst noch so haben beim Rest der Truppe. Kein Zubehör generell. Okay, dann hier noch ein bisschen was Besseres. Imperialer Sonnenschild. Jo, Mann. Alles dank dem Bonus, weil wir schon das Spiel durchgespielt, also später das Hauptspiel durchgespielt haben. Fähigkeitenmatrix. Die haben wir uns gemacht. Dann gucken wir mal hier. Wieder viele Skills zuzuweisen. Teure Skills zuzuweisen. Also. Bei Drachen. Warum könnte das hier wichtig sein? Müssen wir gegen den Drachen antreten? Ich bin auch schon mal sehr gespannt, was überhaupt herausstellt, wirklich, ja, wer der Vater von Nasamil ist. Oder war. Je nachdem. Ich meine, ich würde es dem Spieler zutrauen, wenn es einfach heißt, nö, das kann es behalten wir mal für uns. So, ein verstärkter Gegenangriff klingt auch gut. Kritischer Schaden klingt sehr gut. Und das war schon wieder. Also wir müssen dahin, ne? The Lord? Former Lord. These days, I am simply the man you see before you. Nothing more. I'd hardly say you're nothing more. Hä? Hallo? Das kann ich nicht durch. Kumpel, ich will quatschen. Oh, der will ja nicht quatschen, ey. Ja gut, nehme ich halt einen langen Weg. Mein Gott. Kann mal ins Gasthaus gehen. Bin auch schon sehr gespannt, wie lange das Spiel jetzt wirklich dauern wird, also das DLC halt. Ich denke mal, ein paar Folgen werden wir hoffentlich füllen können damit. Looks like we get to sleep with a roof over our heads. Ja, die Tragödie vor einem Jahr. Als Almentria das Gefühl hatte, sie müsste auf die ganzen Leute killen und zwar nicht einfach so durch einen eigenen Attack oder so. Nee, die war ja ein bisschen... Gar keine Zutaten zum Kochen. Ups. Jawohl, ich hatte welche. Aber das Spiel sagt ja so, nee, du darfst nichts übernehmen. Ja, Almentria, die ja die Leute quasi aufgestachelt hat und diese dann dadurch quasi selbst vernichtet haben. Können wir eigentlich so sagen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie die Frucht hieß, die sie damals ins Essen gemischt bekamen. Und durch das ja das ganze Mana uns aus dem Körper extrahiert wurde, wenn man ein bisschen emotionaler wurde und dann bei der vermeintlichen Hinrichtung von Almentria, naja. Und eben die ganzen Leute so enthusiastisch oder auch wütend wurde, weil Almentria noch ein paar Worte gesagt hat und plötzlich hat's gewirkt. It's good to see you guys, but with the city being so on edge, it's hard to relax. The Renans and Danans here don't trust each other. This place is a far cry from Vicent. What about Pelagian? You took in most of the refugees from Lenegis, didn't you? I've settled them on different levels of the city, so contact between the two cultures is minimal. Better to gather all the Renans in one place to avoid unnecessary conflicts, huh? And with the Lord guy here in charge, no one can do anything too crazy. Come on. He's carrying out his duties as the Renan representative. But if that's true, are you sure it's okay to leave the city? Fortunately, I have people there I can rely on. Leaving for a short while shouldn't be a problem. And Kisara, you're the captain of those new troops in Vicent, right? That's right. The Service Corps. We're made up of former members of the Guard and armored soldiers. We serve as the people's shield in the new era. I'm not used to teaching so many new recruits, but I'm managing somehow. Rinwell, you're in Vicent too, aren't you? Is your nose still stuck in a book all the time? Yep. There are too many books to read, so I always end up cooped up at home. Hey, you go out sometimes, like when you're investigating the ruins. You seem to know a lot about it. Oh, not really. It's just that sometimes I guard caravans as part of the Crimson Crows, you know?
So whenever I stop by Vicent, I pop in to help with stuff. Anyway, what have you been up to, Alphen? Are you and Shion still traveling around as usual? Yeah, I don't feel ready to settle down in one place just yet. Shion? Sorry. It's been a while, but it doesn't feel like anyone's changed, you know? You're right. It really feels like the old days. I know we've got a lot of catching up to do, but Nazamiel must be getting bored by now. You're right. Sorry, Nazamiel. I don't mind. I wonder what the Renans here were doing when Nazamiel was being chased down. She doesn't seem too excited to see them. You think they had something to do with it? I'm not sure. It's possible. Es ist vieles möglich. Der Zerstörer von Lenegi ist ja toll. Deinetwegen wurde unser Leben auf den Kopf gestellt. Bisher kommen uns obendran zu verspotten. Ja. So from Hahaha. Renan's perspective, I'm some kind of terrible destroyer. Accepting their definition ignores all the good you've done. Don't forget what you were fighting for. Das ist wahr. Elfen, ganz ehrlich. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Ah ja, okay. Zumindest hat der irgendwas gesagt, dass er da nicht durch darf. Die anderen sagen ja nie was. Ihre Autorität zu zeigen. Lotualim predigt die Koexistenz mit Danäern, aber es macht nicht den Eindruck, als wenn ihn Danäer daran interessiert. Es ist alles ein Geben und ein Nehmen. I called for solidarity. However, things have not gone as I had hoped. The divisions brought by class and race are similar, but not quite the same. Moment, seid ihr womöglich der Zerstörer. Bitte, wir brauchen so lange, um es bisher zu schaffen. Ich flehe euch an, vertraut uns nicht wieder. Haben wir nicht vor? Wir wollten auch nicht Rena zerstören oder so, aber naja, es waren unglückliche Umstände. Das renäische Wohnviertel beginnt hier. Lungen hier nicht herum. Ja, ist ja gut. Nazamiel? What are you doing back here? Away with you! You don't belong here. How many times do we have to say it? How could you say such a thing? She's a Renan just like you, and a child at that. If it isn't the Blazing Sword, the very person who destroyed our society, you're one to talk. You Renans value lineage and social standing, don't you? Nazamiel is the daughter of a lord. Her father was a lord, yes. He was the esteemed Lord Urwagil Hildress, the former Water Lord. Urwagil, the lord who preceded Volron. But that girl's mother is just some embedded nobody! Her mother is a Danon? The blood of a glorious lord mixed with that of a lowly slave. It's repugnant. That girl is no Renan. Every one of us here agrees on that. Hey! Bastards just spewed their hatred and left. A child with both Danon and Renan blood. Is that even possible? In the old world, I'd heard rumors that it happened on rare occasions, but not of any children that reached her age. You knew this would happen, didn't you? Why didn't you say something, even though you knew it would be painful? It was too much to explain, and I'm in no pain. But it's wrong to judge someone because of how they were born. Let's go back to look for Bayfon. It's better than staying here. You said you weren't in any pain, but is that really true? Why do you ask? Is it possible you just got used to the pain? I can't remember. Oh je. Ich meine, ich wollte ja wissen, von wem das wirklich abstammt, also wer ihr Vater ist, aber damit hatte ich nicht gerechnet. Yeah. Jo. Ich habe gehört, dass du in der Nähe bist. Jetzt wollte ich holen kommen. Du bist hier, um Befeon zu sehen, oder? Ja, wegen des Mausoleums.
Da bin ich ja froh. Es ist gut, dass wir es gewonnen haben, aber stillzulegen würde unser Können etwas übersteigen. Das Glitterzeugs in der Luft kommt auch von Mausoleon, oder? Mausoleen, oder? Ich habe gehört, dass es Astralenergie ist, aber es ist kaum mit anzusehen. Ja, es handelt sich um Astralenergie, die von der verschmelzten Zwillingswelt übrig blieb. Normalerweise wird sie von Materie absorbiert. Die Mausoleen verhindern, dass das geschieht. Deshalb können Dan und Renan noch nicht vollständig eins werden. Die Mausoleen waren dafür nicht vorgesehen. Wer weiß, welche Auswirkungen es hat, wenn wir uns nicht darum kümmern. Deshalb sind wir uns das letzte Jahr herumgereist und haben jedes Mausoleum versiegelt, das wir finden konnten. Das sind Maschinen von den ursprünglichen Renäern, richtig? Klingt schon mal ungut. Das ist also das Such für mich. Aber dann bin ich ja froh, dass ihr euch kümmert. Befon ist im Wohnviertel auf unserer Seite der Stadt. Geht mal bei ihm vorbei. Machen wir, machen wir. Immer schon vorbeigehen. Ab und zu ja was mitnehmen. Da vorne ist es schon. Das war auch dieses Glitzerding, was wir vorhin gesehen haben, war, wo irgendwie, also Glitzerding, wo halt die Astralenergie herumschwirrt und darin auch ein paar Felsbrocken und so. Und hier ist das Renäische Viertel. Okay, können wir hier durch. What's this thing? Schweinchenfleisch. Lecker. Kaninchen oder Schwein? Hier gibt's beides. Befon. Wow, look who it is. It's been a while, hasn't it? Huh? Nazamil. Ah, thank goodness you're safe. So, some of the refugees we took in from Lenegus knew of Nazamil's identity, huh? The situation in Niez is delicate, to say the least. So I thought it would be better if I sent her to Vicente. I guess some unhappy residents went after her before she could make it there. Yeah, that's why I went looking for her as soon as I found out. It's fortunate that you found her first. I would just send her off on her way, but she may be attacked again. Yes, that is true. However, it would be just as dangerous for her to stay here, too. Well, okay then. Why don't we escort her to Vicente ourselves? But what about while we're at the mausoleum? Things being as they are, she can't just wait around here. Or we could take her with us to the mausoleum. It's dangerous to send her off, and it's dangerous for her to stay. She'll be safest with us there to protect her. I'm fine with protecting her, but doesn't the mausoleum have its own dangers? You're right, that is a concern. However, with all of us there, I think we'll be okay. Sounds good to me. After all, it's better to stick together than split up. We can head back to Vicente after we finished at the mausoleum. Is that okay with you, Nazamil? Sure. Just where is the mausoleum anyway? In the ruins at Adon Lake. It's pretty deep in, so you'll need to be cautious. Nebenquest. Wenn du mit jemandem sprichst, der einen Briefeigen zeigt, beginnst du eine Nebenquest. Schließt du solche Nebenquests ab, hältst Belohnungen, also nimm sie so viel an, wie du willst. In Aktivitätsplan kannst du die Ziele einsehen. Ja, ob ich die überhaupt großartig machen soll, bin noch überlegen tatsächlich. Hearts and minds cannot change as quickly as circumstances. We must be patient. I guess that's a mature way of looking at it. Ich meine, klar, es gibt vielleicht irgendwelche Items, so, die uns dann für die generell fürs DLC, für die Kämpfe und so noch helfen werden. Aber naja, da wir irgendwie auch nicht den Spielstand aus dem Hauptspiel übernommen haben und dort mit den Items weiter zocken können, naja, ich weiß halt nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist, ja die Sidequests anzunehmen, wenn die Items wieder nicht übernehmen kann. Aber gut. Ich meine, annehmen können wir sie mal, aber sie auch abschließen, das ist wiederum eine andere Frage. Materialien sammeln, gut. Ja. Warte mal. Well? Oh, what? Shion? Just great. Yeah!
Bedeutung der Flagge. Flagge oder Flagge? Flagge. Nein. The smallest spark could set these Danans and Renans against each other. Glad we managed to. Gut, die muss ebenfalls Jugel zum Adelsee besiegen, also passt das ja. Und für uns geht es dann weiter. Immer heiter, wie man so schön kennt. Warte mal, Standliste aufrufen. Hier. Jetzt selber. Wir haben da drüben noch mal eine Quest, wa? Okay. Ne, komm, wisst ihr was? Die Folge ist eh schon vorbei. Also sprich, wir haben 40 Minuten, das reicht eigentlich fürs Erste. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch schon sehr gespannt darauf, wie es hier mit Tales of Arise weitergeht und natürlich auch mit der Rolle von Nasamil. In diesem Part gehen wir ganz kurz die Quest da vorne holen. Dann natürlich auch noch die Quest, die wir hier noch haben, bei der Hügellandschaft. Und dann gehen wir zum anderen See und gucken mal, was sich hier so verbirgt, war. Ich glaube, das könnte einiges sein. Wir werden sehen. Bis dahin, ciao zusammen.